ist das wieder mal heiß. Oh, zum Glück haben wir hier eine Klimaanlage, sonst würdest du das ja nicht aushalten. Jeden Tag 28 Grad. Ich war ja schon viel lieber in der Kieler Schweiz. Was? Heißer? Wie viel denn? 35! Fangen wir mit ein bisschen Klatsch und Tratsch an. Haben Sie es schon gehört? Moutier verlässt den Kanton Bern. Einfach so? Quasi ein Bern-Gesicht. Versteht ihr? Wie Brexit, aber es ist nicht das Vereinigte Königreich, also Britain, also BR, sondern Bern, also BERN. Also habe ich die zwei Buchstaben genommen, habe sie umgedreht, habe das Ende dazu, das Gesicht hinter dran gehängt. Das gibt einen Bern-Gesicht statt Brexit. Großartig! Okay. Also, wohin geht jetzt Moutier überhaupt? Zum Kanton Jura. Also verlässt Bern für eine Jüngere. So ein Klischee. Ich meine, Jura ist gerade mal 38 Jahre alt. Das ist in Menschenjahr umgerechnet knapp 18. Barely legal. Also Moutier. Bern ist natürlich tief verletzt. In der ersten Reaktion hat sich der Regierungsrat betrunken und gefunden, Moutier muss nie mehr wiederkommen. Nur um dann zur Nacht weinerliche SMS an Moutier zu schicken. Ich hoffe jedenfalls, dass sie sich bald wieder vertragen. Und wer weiß, vielleicht schaffen sie so irgendwann eine Dreierbeziehung zu führen. Ist ja in der Schweiz anscheinend keine Seltenheit. Aber nur noch etwas. Geht das auch umgekehrt? Können Kantone irgendwelche unliebsamen Gemeinden rauswerfen? Ja, sorry, Schlieren, ihr seid einfach zu arm für uns. Jetzt müsst ihr halt selber schauen, gell? Ciao, ciao. Und apropos arm. Schweizer Preise sind 60% höher. Ja gut, bei dieser Qualität. Für das identische Produkt. Und dann wundern sich alle, warum die Schweizer so gerne im Ausland einkaufen. Ich persönlich kaufe nicht im Deutschen ein, weil es billiger ist. Nein, das hat andere Gründe. Zum Beispiel, weil die Produkte so toll sind. Der 1,50 € Rose, der schmeckt einfach besser. Impeccable. Mir gefällt es auch architektonisch dort einfach besser. Ich meine, so eine Aldi ist wunderschön. Also ist es ganz klar, die Schweizer Preise müssen runter. Außer beim Lohn. Also beim Lohn finde ich es eher zu wenig. Bis dahin leiste ich mir halt Brot nur zu Weihnachten. Und vielleicht einmal ein Stückchen Käse am Geburtstag oder so. Obwohl das ja recht alt ist momentan. Der Emmy-CEO Urs Riedener war eine Woche lang Teilzeit-Veganer. Schmeckt dir das auch? Es schmeckt so käsig nach PR. Und was heisst Teilzeit-Veganer? Immer zwischen den Mahlzeiten oder was? Also wenn ich einen Salat esse, dann bin ich auch Teilzeit-Veganer. Sorry, Herr Riedener, aber wochenlang ist mir gar nichts. Wenn ich eine Woche lang auf Sex verzichte, dann bin ich auch noch nie enthaltsam. Außerdem meinte Herr Riedener, dass er keine Angst vor Veganern hat. Boah, krasser Typ. Vor allem, weil Veganer so furchteinflößend sind mit ihrem Gemüse. Naja, also vor Veganern muss man sich echt nicht fürchten. Einerseits schmeckt man sie schon von weitem an der Fürze und andererseits sind sie viel zu schwach, um einem nachzurennen. Und ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Veganer, solange sie nichts essen, was von mir runtergeht. Gut, Cut. Haben wir im Kasten das Ding. Ich gehe jetzt in den Pool, mich abkühlen. Der bretenden Hitze geht es ja nicht anders. 28 Grad und Wind.